I'm not going to speak in French, neither in English, because you have headphones and we have a simultaneous translator there, so you can have everything in German or Serbian. So I will continue in Serbian now. Hvala vam što ste došli. Veliko mi je zadovoljstvo da danas pozdravim u publici goste iz Hesena, gospođu Luciju Putrih, ministra za evropska pitanja u Hesenskoj vladi i njenu ekipu, i gospodina Matijasa Šikorskog iz Nemačke ambasade. Ovaj događaj pod nazivom Quo Vadis Europa smo osmislili zajedno sa Evropskim pokretom iz Novog Sada. Quo Vadis Europa, svi poznajete to pitanje, evropski brod ide kroz burne vode, niko ne zna gde će završiti i kako. O tome će nam danas nešto govoriti naši gosti, a vi ste pozvani da postavljate pitanja i da učestvujete u razgovoru. Ja ću sada pozvati našu koleginicu iz Evropskog pokreta Novog Sada da vam ukratko kaže nešto o pokretu i o ovom projektu koji smo zajednički osmislili. Hvala vam lepo. Poštovani gosti iz delegacije pokrajine Hesen, poštovani gospodine Šikorski iz ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji, poštovani organizatori fakulteta i poštovani studenti, pre svega zahvalit ću vam se na vašem strpljenju što ste sačekali ovako velikom broju današnje gostovanje. I iskoristit ću priliku da vas sve pozdravim u ime Evropskog pokreta u Novom Sadu. Velika nam je čast da smo u mogućnosti da realizujemo gostovanje ministarke za Evropu i evropska i federalna pitanja u vladi Savezne Republike Nemačke i hvala Filozofskom fakultetu na vašem gostoprimstvu. Dakle, tema današnje jeste kud plovi evropski broj suočen sa raznim izazovima, poput pitanja proširenja Evropske unije, Brexita kao simbola evropske zamke, zatim pitanja odbrane evropskog kontinenta, kontrola granica, migrantskog pitanja, jačanje desničarskih partija. Za 2 meseca održavaju se izbori u Evropskom parlamentu, čiji rezultati će moći i verovatno imati veliki uticaj na dalji tok Evrope, na same vrednosti i ciljeve na kojima se Evropa i Evropska unija zasnivaju. Dakle, ovo su teme o kojima ćemo više govoriti u toku današnjeg gostovanja i ja dajem reč gospođi Putrih. Hvala. Hello, and thank you very much for the opportunity to discuss with you the challenge of the European Union, and we will make the discussion in German and in Serbian, and so I will talk in German and you will have the translation. Ja, liebe Studentinnen und Studenten, ich bin gebeten worden, ein paar Worte zu sagen zur Einführung, wohin die Reise geht mit der Europäischen Union. Ich glaube, es gibt keine Frage, die schwieriger zu beantworten ist als diese. Ich werde sehr häufig gefragt, gerade so im Zusammenhang oder angesichts der momentanen Ereignisse, in einer Situation, in der Populisten, Nationalisten innerhalb der Europäischen Union in einigen Ländern Zuwachs bekommen, antieuropäische Parteien in Mitgliedstaaten am Wachsen sind, in Parlamenten vertreten sind. Auch bei uns in Hessen ist erstmals die AfD, eine antieuropäische Partei, im Landtag vertreten. In einer Zeit, in der wir um den Brexit kämpfen, die Briten eigentlich dabei haben wollen, weiter in der Europäischen Union, und bis heute ungeklärt ist,
ob nächste Woche am Freitag nun der Austritt Großbritanniens kommen wird oder nicht kommen wird, ob es einen geregelten, einen ungeregelten Brexit geben wird und wir vor allen Dingen eben schon auch in der Wirtschaft, in der Bevölkerung die großen Unsicherheiten spüren. Wie geht es denn eigentlich weiter? Eigentlich wollen die nur noch die Antwort haben, wie sieht es denn aus, wann fällt die Entscheidung? Für den einen oder anderen schon fast egal, wie sie ausfällt, hoffentlich mal endlich Klarheit. Was man aber an dem Thema oder Brexit festmachen kann, das ist, wohin Nationalismus führt. Und das muss man an der Stelle sagen, das Votum, das Referendum in Großbritannien hatte meines Erachtens weniger damit zu tun, in welchem Verhältnis Großbritannien zur Europäischen Union steht, sondern mit innenpolitischen Themen zu tun, die von Nationalisten hochgezogen wurden, in denen Menschen der Glauben gemacht wurde, das Geld, das man an die Europäische Union schickt, dann nicht mehr hinschicken müsste, sondern besser im eigenen Land ausgeben würde, ins Gesundheitssystem investieren würde. Und man jetzt im Nachhinein merkt, dass es Fake News gewesen sind und die Menschen eigentlich davor stehen und bei der Verhandlung der ganzen Themen eben merkt, dass das, was man damals zum Anlass des Referendums genommen hat, sich heute nicht immer bewahrheitet in den Argumenten. Und was mich besonders umtreibt, ist, dass dieses Referendum sehr knapp ausgegangen ist. Deshalb sehr knapp ausgegangen ist, weil die Wahlbeteiligung von jungen Leuten extrem schwach gewesen ist. Deshalb spreche ich jetzt auch bei jungen Leuten. Und die jungen Leute in Großbritannien dann hinterher gesagt haben, dass die Alten, die Grauhaarigen, ihre Zukunft verkauft hätten. Ja, das ist so, wenn man sich nicht an Wahlen beteiligt, das ist so, wenn man sich nicht politisch engagiert und wenn man Dinge für selbstverständlich hält, die nicht selbstverständlich sind. Jetzt diskutiere ich häufig mit jungen Leuten bei uns in Schulen. Da habe ich das Problem die Herausforderung in einem großen Maße, jungen Leuten zu erklären, was die Europäische Union bedeutet. Wenn man sie historisch erklärt, dann kann man sie gut erklären. Dann kann man sagen, es gibt Grenzen nicht mehr, die es vorgegeben hat. Man kann in vielen europäischen Staaten sagen, da gibt es eine Währung, eine gemeinsame Währung, die es vorher nicht gegeben hat. Da kann man das Beispiel der Freizügigkeit nennen, dass man überall studieren, wohnen, arbeiten kann, wo man möchte. Man kann den europäischen Binnenmarkt nennen, in dem quer über Europa man zollfrei kaufen kann, die den größten Binnenmarkt haben, den man sich vorstellen kann, mit allen Chancen, die damit versehen sind. Aber für einen jungen Menschen, der Mitte 20 ist das selbstverständlich. Wenn ich heute meinen eigenen Töchtern, die erwachsene Töchter sind, erzähle, wie damals die deutsche Teilung gewesen ist, hören die sich das interessiert an, aber sie können es nicht fühlen, was es für uns bedeutet hatte, wenn wir damals in die ehemalige DDR gefahren sind und der Schikanen dann über die Grenze gefahren sind. Und wenn ich heute jungen Leuten oder auch meinen eigenen Töchtern erzähle, was der Eiserne Vorhang bedeutete, die Zeit, in der noch nicht denkbar war, dass viele neue osteuropäische Länder in die Europäische Union eintreten können, sondern uns noch viel getrennt hat, auch das ist für die Geschichte. Ich will das nur so als Ansatz nehmen und dann wäre ich sehr interessiert, mit Ihnen in eine Diskussion zu kommen, weil wir heute davor stehen und sagen, ja, quo vadis, wo geht es hin in der Europäischen Union? Da muss man an einer Stelle die Geschichte bemühen. Vor über 60 Jahren wurden die römischen Verträge vereinbart mit 6 Gründerstaaten, Deutschland, Frankreich, Italien und die 3 Benelux-Staaten. Damals zur Überwindung des Zweiten Weltkrieges. Wer zusammen wirtschaftet und einen Wirtschaftsraum bildet, wird keinen Krieg gegeneinander führen. Das war die Idee. Das heißt, das große Friedensprojekt Europäische Union zu schaffen. Heute sind wir eine Europäische Union mit noch 28 Mitgliedstaaten in einer anderen Zusammensetzung, mit mehr Mitgliedern, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen politischen Sozialisationen auch, in denen wir zu einigen Herausforderungen unterschiedliche Antworten geben und wir halt auch unterschiedliche Erfahrungen haben. Junge Demokratien, ältere Demokratien. Überwindung des Zweiten Weltkriegs, andere, die dazugekommen sind zum späteren Zeitpunkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Länder, die Erfahrungen mit Migration haben und Zuwanderung. Wir in Deutschland haben viel Erfahrung mit Zuwanderung, allein durch die Zuwanderung von sogenannten Gastarbeitern, von Facharbeitern, die in den 60er Jahren schon gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Nationen. Ich glaube, bei uns kann man sagen, ist das Thema Vielfalt und Integration eins, die wir Erfahrungen gemacht haben. Es gibt andere Länder, die da gar keine Erfahrung oder wenig Erfahrung haben. Deshalb geben wir auf einige Herausforderungen auch unterschiedliche Antworten, wenn es, und das Stichwort ist eben gerade genannt worden, um Migration geht. Wir beantworten das anders,
als Staaten, die wenige Erfahrung damit haben. Ich würde sagen, Länder wie Deutschland sind eher offen, andere sind eher vorsichtig, um es so zu formulieren, oder reserviert oder ablehnend. Man kann auch ablehnend sagen. Ich bin gestern bei der EVP-Sitzung gewesen, bin EVP-Vorstandsmitglied, und als gestern der Beschluss gefasst wurde, dass Orban die Mitgliedschaft von Fidesz, dass sie suspendiert wird, da war für mich ganz wesentlich, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, als ich gesehen hatte, dass innerhalb der EVP, eine Parteienfamilie, trotzdem komplett unterschiedlich diskutiert wird. Und dann will ich an der Stelle auch schon aufhören, um Ihnen zuzuhören, mit Ihnen zu diskutieren. Wenn ich sage, unterschiedlich diskutiert wird, dann für manche Mitgliedstaaten oder manche Mitglieder oder auch innerhalb der EVP-Familie, von der man meinen soll, die denken alle das Gleiche. Für manche ist der wirtschaftliche Nutzen der Europäischen Union im Vordergrund. Für manche, wenn sie heute aktuell diskutieren, wird hauptsächlich diskutiert über das Thema Migration und nichts anderes. Und wenn Sie mit nordeuropäischen Mitgliedstaaten reden, dann sind das diejenigen und mitteleuropäische Mitgliedstaaten, die sehr stark immer wieder daran appellieren, denkt an unsere gemeinsamen Werte. Denkt an das, was wir erreicht haben. Frieden, Freiheit und Demokratie. Das ist auch das Dach, das wir brauchen. Frieden, Freiheit und Demokratie. Und jetzt bin ich heute in Serbien, bin heute bei Ihnen in der Vojvodina und wir hatten heute Morgen mit Ihrem Ministerpräsidenten ein Gespräch, weil wir als Hessen eine engere Beziehung zu Ihrer Region haben wollen. Zu einer Region, zu einem Land, das ein Land ist, das Aufnahmekandidat für die Europäische Union ist, in dem damit Hoffnungen geweckt werden, auch erfüllt werden sollen, aber noch ein Weg dahin zu beschreiten ist. Bis dann dieser Beschluss dann auch Wirklichkeit werden kann und nicht nur eine Aufnahme beschlossen ist, sondern auch eine Aufnahme möglich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es interessant und spannend ist, zuzuhören, sich mal die Situation von anderen zu versetzen und nicht nur selbst zu erzählen, was man glaubt, was richtig sei. Ich glaube, das ist in der Europäischen Union zu kurz gekommen. Und dann komme ich wieder zu den Briten. Wir haben vielleicht zu lange geglaubt, wie die denken, ohne mal hinzuhören, was sie bewegt. Und das ist das, was notwendig ist für uns in der Europäischen Union. Wenn es dann, ich sage, Quo Vadis, dann kann es ein guter Weg sein, wenn wir in dieser Offenheit miteinander reden, versuchen, den anderen zu verstehen und gemeinsame Ziele verfolgen. Und das ist für mich nach wie vor Frieden, Freiheit und Demokratie. In diesem Sinne danke ich Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit, für die Möglichkeit, so ein paar einführende Worte an Sie zu richten und würde jetzt sehr gerne mit Ihnen diskutieren und würde auch von Ihnen gerne wissen, was für Sie die Europäische Union bedeutet, für junge Menschen, die den Aufnahmeprozess mitverfolgen, in welcher Situation Sie die Europäische Union sehen, und vielleicht kann ich auch von Ihnen heute was mitnehmen, aber möchte mit meinen eigenen Vorstellungen logischerweise auch nicht hinter den Berg halten. Insofern herzlichen Dank für die Möglichkeit und wahrscheinlich soll ich mich jetzt irgendwo hinsetzen und zuhören.
wait for the questions. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen in der Vojvodina in Serbien. Ich habe mich als Erste getraut. Mein Name ist Anna Mikalski, ich arbeite am Lehrstuhl für Germanistik hier in Neustadt. Also ich werde ganz direkt die Frage stellen, ob uns die Europäische Union jetzt mit diesem aktuellen Präsidenten aufnimmt oder warten Sie noch ein bisschen? Der aktuelle Präsident ist ja nicht ein Präsident. Nie wiem, nie rozumiem, co to mówiło. No ej, ja bin ja Präsident Jean-Claude Juncker wird nicht der zukünftige Präsident sein, sondern die Frage ist ja, welche Partei letzten Endes oder Parteienfamilien entsprechend Kandidaten durchsetzen kann. Im Moment sieht es so aus, wenn die EVP die stärkste Fraktion werden würde, dann hätte Manfred Weber ganz gute Chancen, der nächste Präsident zu werden, aber es ist noch ein langer Weg, es gibt auch andere Vorstellungen. Bitte? Ach, der Rumänisch. Aber der Rumänische ist serbische Präsident. Ach, du serbische. Also ich stelle mir doch Fragen. Die einfache wäre ganz einfach, die andere wäre ganz einfach gewesen. Chyba dwa klucze. Ich glaube, dass es weniger vom serbischen Präsidenten abhängt, sondern das hängt von dem Prozess ab. Es hängt von dem Prozess ab und es hängt von der Erfüllung der Bedingungen ab. Und es gibt ein paar Bedingungen, die zu erfüllen sind, die auch entsprechend formuliert sind. Und wenn Bedingungen erfüllt sind, dann ist nicht der Präsident wesentlich, ob man der Europäischen Union Mitglied werden kann, sondern es ist eher die Frage der Erfüllung von Bedingungen. Sie kennen Bedingungen, die formuliert sind, da sind schwierige Fragen dabei, na klar. Die üblichen sind erstmal diejenigen, die, sag ich mal, bedeuten, dass man die Werte der Europäischen Union teilen und auch erfüllen muss. Wenn man das Thema Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel nennt, aber es ist ja nicht nur das, sondern es sind auch wesentliche politische Fragen, die für Serbien durchaus auch schwierig sind. Das habe ich jetzt auch in den wenigen Stunden des Besuches ja auch ein Stückchen erfahren, dass die Kosovo-Frage eine ist, die extrem schwierig ist und wenn die nicht gelöst wird und nicht gelöst werden kann, dann wird es extrem schwierig werden und es ist auch eine klare Aussage, dass dann, wenn diese Frage nicht gelöst ist, eine Aufnahme in die Europäische Union nicht erfolgen kann. Insofern hängt es nicht von einem Präsidenten ab, sondern es hängt in der Tat vom Verfahren ab und von der Beantwortung der Fragen. Sind Sie immer so schüchtern? Also auch von mir willkommen in der Vojvodina. Mein Name ist Joel Papister, ich arbeite ebenfalls am Lehrstuhl für Germanistik. Und ja, Sie haben ja gesagt, dass Sie interessiert, was Europa für uns darstellt. Ich glaube, man könnte sagen, dass für die meisten jungen Menschen in Serbien Europa auf eine gewisse Weise eine Einbahnstraße voller Möglichkeiten ist. Einbahnstraße in dem Sinne, dass sehr viele jetzt aus Serbien auswandern nach Deutschland oder in andere Länder. Und es ist jetzt ein Problem in dem Sinne, dass viele dann auch nicht mehr zurückkommen wollen, überhaupt nicht. Was sollten wir davon halten? Ist es jetzt positiv, weil es jetzt in einem gewissen Sinne weniger Grenzen gibt? Oder ist es doch negativ, weil wir dann ohne junge Leute bleiben? Wahrscheinlich wissen Sie schon, welche Antwort ich Ihnen geben werde. Weil, um Erfahrung zu sammeln, ist es immer gut, in andere Länder zu gehen. Das ist auf alle Fälle gut. Wenn aber man möchte, dass ein Land sich gut entwickelt, dann ist es nicht gut, wenn gute Köpfe alle weggehen und man das Land sich selbst überlässt. Jetzt weiß ich, dass sowas aber nie in der Gesamtheit beantwortet wird, sondern in einem Einzelschicksal beantwortet wird. Weil man wird nicht beantworten, sich seine Frage beantworten für alle, sondern wird sie für sich ganz persönlich beantworten. Und deshalb ist schon die Grundfrage, welche Verantwortung sieht man im eigenen Land, welche Chancen sieht man dort und spürt man auch persönlich eine Verpflichtung, das, was man lernt oder an Begabungen hat, auch wieder ein Stück einzusetzen. Insofern kann es keine Lösung sein, dass junge Menschen verstärkt aus dem Land rausgehen, weil dann einfach zu wenig übrig bleibt. Und wir merken das ja in einigen europäischen Mitgliedstaaten, wenn junge Leute als Fachkräfte
zum Beispiel nach Deutschland gehen oder nach Österreich gehen, dann fehlen die in den eigenen Ländern. Das ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem, ich glaube, das ist auch ein politisches Problem, weil damit auch gleich der Unmut steigt. Bei uns fehlen die jungen Leute, die was leisten können, die aufbauen können, die sind woanders. Und dann entsteht auch dadurch zusätzlichen Unmut gegenüber der Europäischen Union, was auch wiederum nicht gut ist. Deshalb glaube ich, dass auf Dauer die Aufgaben der Europäischen Union, die Verantwortung der Europäischen Union sich ein Stück verändern muss. Früher war das so, dass man gesagt hat, das ist hauptsächlich der wirtschaftliche Aufbau. Bei 6 Staaten ist es ein bisschen einfacher gewesen, bei denjenigen, die nach dem Krieg angefangen haben und alle nichts hatten. Heute haben wir eine Lage, in der wir innerhalb der Europäischen Union sehr starke Gefälle haben, in dem auch viele Mitglieder der Europäischen Union werden, weil sie damit eine Chance sehen, logischerweise sich wirtschaftlich weiterzuentwickeln, und wenn man sich wirtschaftlich weiterentwickelt, auch sich Angleichung der Lebensverhältnisse erreichen kann. Deshalb werden wir, anders als es in der Vergangenheit gewesen ist, uns auch anderen Fragen und Herausforderungen widmen müssen. Gerade, ich sag mal, ich bin CDU-Mitglied, für uns war immer das Thema soziale Fragen, soziale Dimension, eins, was wir nie anpacken wollten, weil wir gesagt haben, das ist nationalstaatlich verankert, das müssen die einzelnen Staaten lösen, das kann nicht die Europäische Union machen. Inzwischen ist es auch bei uns so, dass wir sagen, nee, die soziale Frage ist eine, die kann man nicht nur für das eigene Land beantworten. Da werden in bestimmten Bereichen auch europäische